Swiss German Storytime mit dem Thomas. Die Schatzinsel. Kapitel 9: Wulfen und Waffen. Die Hispaniola ist ein ziemliches Stück draussen gelegen. Und wir sind unter einem Bug gespriet und hinter dem Deck von einem anderen Schiff vorbeigekommen. Manchmal hat der Kiel von unserem Boot ihre Ankertau berührt und manchmal sind wir unter solchen unten durchgefahren. Schliesslich aber sind wir neben dem Schoner gelegen und sind, wo wir an Bord gekommen sind, vom Steuermann, dem Herr Arrow, einem brautbrennten, alten Schiffer mit Ring in den Ohren und einem schillenden Auge, empfangen und begrüßt worden. Der Squire und er sind offenbar gute Freunde gewesen. Ich habe jedoch bald gemerkt, dass zwischen dem Herr Trelawney und dem Captain nicht das gleiche Verhältnis bestanden hat. Der Captain ist ein Mann mit einem scharfen Blick gewesen, wo scheinbar mit allem an Bord unzufrieden war. Was er uns übrigens bald selber sagen wird, denn wir sind kaum in die Kajüte runtergegangen, so ist uns ein Matros gefolgt und hat gesagt: «Der Cap Smollett, Herr, wünscht mit Ihnen zu reden.» «Ich stehe dem Captain immer zu Dienst. Lasst ihn reinkommen», hat der Squire gesagt. Der Kapitän, der seinem Boot gefolgt war, ist sofort eingetreten und hat die Türe hinter sich zugemacht. «Also, Cap Smollett, was haben Sie zu sagen? Es ist doch alles in Ordnung, hoffe ich. Alles schiffsgemäß und seefertig.» «Tja, Herr», hat der Captain gesagt. «Ich glaube, es ist wohl besser, wenn ich ganz offen rede. Sogar auf die Gefahr hin, dass Sie mir das übel nimmt. Mir gefällt die Kreuzerfahrt nicht, mir gefallen die Leute nicht und mir gefällt mein Steuermann nicht. Das ist kurz und bündig.» «Vielleicht, Herr, gefällt Ihnen auch das Schiff nicht?» hat der Squire gefragt. «Sehr ärgerlich, wie ich sehen konnte. Darüber kann ich nichts sagen, Herr, denn ich habe den Schoner noch nicht ausprobiert», hat der Captain gesagt. «Es scheint ein schneidiges Schiff zu sein. Mehr kann ich nicht sagen.» «Vielleicht, Herr, gefällt Ihnen auch Ihren Auftraggeber nicht», hat der Squire gesagt. Aber da hat der Dr. Livesey eingegriffen und gesagt: «Halt mal, halt! Solche Fragen haben weiter keinen Zweck, als dass sie Unfrieden stiften. Der Kapitän hat entweder zu viel oder zu wenig gesagt, und ich muss ihm erklären, dass ich von ihm Näheres über den Sinn von seiner Worte zu hören wünsche. Sie sagen, die Kreuzerfahrt gefällt Ihnen nicht. Denn, wieso denn nicht? Ich bin, Herr, wie wir es nennen, auf versiegelte Order angenommen. Ich soll für den Herr das Schiff fahren, wohin er mir befehlen würde. Schön und gut. Aber jetzt finde ich, dass jeder Mann vor dem Mast mehr davon weiss als ich selber. Dem sage ich nicht anständig. Also, tun Sie da?» «Nein», hat der Dr. Livesey gesagt, «das finde ich auch nicht.» «Und dann erfahre ich, dass wir auf Schatzsuche gehen. Das heisst, ich erfahre da von meinen eigenen Leuten. Und Schatzsuche ist ein Krüseligsgeschäft. Hinter Schätze herzufahren gefällt mir gar nicht. Am wenigsten aber, wenn es geheim gehalten wird. Und wenn, entschuldigen Sie, Herr Trelawney, das Geheimnis schon einem Papagei erzählt worden ist.» «Am Silversin Papagei?» hat der Squire gefragt. «Das ist so eine Redensart», hat der Kapitän gesagt. «Ich will damit sagen, es wird darüber plappert. Und ich bin der Meinung, von Ihnen, meine Herren, weiss keiner, über was es geht. Aber ich will Ihnen sagen, was ich davon denke. Es geht um Leben und Tod, und zwar scharf auf der Kante.» «Da ist alles klar und, wenn ich glaube, vollkommen richtig», hat der Dr. Livesey geantwortet. «Wir nehmen das Wagnis auf uns. Aber wir sind noch nicht so unwissend, wie Sie von uns glauben. Zweitens sagen Sie uns, die Mannschaft gefällt Ihnen nicht. Sind es keine guten Seeleute?» «Sie gefallen mir nicht, Herr», hat der Kapitän geantwortet. «Und ich bin der Meinung, eigentlich hätte ich meine eigenen Leute mir selber aussuchen sollen.» «Vielleicht haben Sie da recht», hat der Doktor erwidert. «Vielleicht hat mein Freund sie hinzuziehen. Aber wenn er ihnen dabei überhaupt zu nahe getreten ist, so ist das ohne Absicht passiert. Drittens,
Der Herr Arrow gefällt Ihnen nicht. Nein, Herr. Ich glaube, er ist ein guter Seemann. Aber er lässt sich der Mannschaft gegenüber zu fest gehen, um ein guter Offizier sein zu können. Ein Steuermann sollte sich für sich halten, sollte nicht mit den Leuten vor dem Mast trinken. Wenn Sie damit sagen, dass er trinkt, hat der Squire gerufen. Nein, da nicht, hat der Kapitän geantwortet. Nur, dass er zu vertraulich mit ihnen ist. Ja, um was geht's denn jetzt genau, Kapitän? Hat der Doktor gefragt. Sagen Sie uns, was Sie eigentlich wollen. Gut, dann also. Meine Herren, sind Sie entschlossen, die Fahrt zu unternehmen? Wie ist er? Hat der Squire gerufen. Gut, Sie haben mit grosser Geduld Sachen von mir angehört, die ich nicht beweisen konnte. Lassen Sie mich bitte Ihnen noch ein paar Worte mehr sagen. Die Leute sind gerade dabei, das Pulver und die Waffen ins Vorderschiff zu bringen. Jetzt, Sie haben ja einen guten Platz unter der Kajüte. Warum die Waffen und das Pulver nicht dort herbringen? Das ist der erste Punkt. Dann haben Sie 4 von Ihren eigenen Leuten mitgebracht. Und wie ich höre, sollen ein paar von denen in der Vorderbacke schlafen. Warum wollen Sie sie nicht neben der Kajüte schlafen lassen? Das ist der zweite Punkt. Sonst noch etwas? Hat der Herr Trelawney gefragt. Nur noch ein einziger, hat der Kapitän gesagt. Es ist schon zu viel geschwätzt worden. Viel zu viel, hat der Doktor zugegeben. Ich will Ihnen sagen, was ich selber gehört habe, ist der Kapitän fortgefahren. Sie haben eine Karte von einer Insel. Auf dieser Karte befindet sich Kreuz, um die Stellen anzuzeigen, wo Schätze vergraben sind. Und die Insel liegt, und dann hat er ganz genau die Länge und die Breite genannt. Das habe ich niemals einer Menschenseele gesagt, hat der Squire gerufen. Die Mannschaft weiss es, Herr, hat der Kapitän geantwortet. Livesey, den müssen Sie oder der Hawkins gesagt haben, hat der Squire gerufen. Es kommt nicht viel darauf an, wer es war, hat der Doktor geantwortet. Und ich konnte gut sehen, dass weder er noch der Kapitän grossen Wert auf dem Herr Trelawney seine Beteuerungen gelegt hat. Auch ich habe das sicher nicht tun, denn er war überaus redselig. Aber in dem Fall, glaube ich, hat er tatsächlich die Wahrheit gesagt und wirklich kein Mensch die Lage der Insel genannt hatte. Gut, meine Herren, ist der Kapitän vorgefahren. Ich weiss nicht, wer die Karte hat, aber ich mache es ausdrücklich zur Bedingung, dass sie sogar vor mir und dem Arrow geheim gehalten wird. Sonst müsste sie bitten, zurückzutreten zu dürfen. Ich verstehe, hat der Doktor gesagt. Sie wünschen, dass man die Sache geheim haltet, dass man aus dem hinteren Teil vom Schiff eine Art Festung macht, wo mit den eigenen Leuten von meinem Freund bemannt ist und wo alle Waffen und der ganze Pulvervorrat vom Schiff sich befindet. Mit anderen Worten, sie befürchten eine Meuterei. Herr Doktor, hat der Kapitän gesagt, ich habe nicht die Absicht, Sie zu beleidigen, aber ich erkläre Ihnen, Sie haben kein Recht, mir Worte ins Mund zu legen, die ich nicht gesprochen habe. Kein Kapitän, Herr Doktor, hat das Recht, überhaupt in die See zu gehen, wenn er tatsächlich Gründe hat, so etwas zu sagen. Vom Herr Arrow glaube ich, dass er ein durchaus ehrlicher Mann ist. Das Gleiche gilt von einigen unter der Mannschaft. Vielleicht sind sogar alle ehrlich. Das weiss ich nicht. Aber ich bin verantwortlich für die Sicherheit vom Schiff und für das Leben von Mann und Maus an Bord. Ich sehe Sachen vorgehen, die nach meiner Meinung nicht ganz richtig sind. Und ich bitte Sie, gewisse Vorsichtsmaßregeln zu treffen oder mich von meiner Stellung zurücktreten zu lassen. Und das ist alles. Kapitän Smollett, hat der Doktor mit einem Lächeln angefangen. Haben Sie vielleicht mal die Fabel vom Berg und von der Maus gehört? Sie werden mich freundlichst entschuldigen, aber Sie erinnern mich an die Fabel. Wo Sie in die Kajüte getreten sind, haben Sie mehr im Sinn gehabt. Darauf würde ich meine Perücke wetten. Doktor, hat der Kapitän gesagt, Sie sind ein gescheiter Mann. Als ich eingetreten bin, hatte ich die Absicht gehabt, meine Entlassung zu verlangen. Ich habe nicht gedacht, dass der Herr Trelawney auch nur ein Wort von mir anhören würde. Das hätte ich auch nicht tun, hat der Squire gerufen. Wäre der Livesey nicht gewesen, ich hätte sie zum Kuckuck geschickt. Aber jetzt habe ich sie ja einmal angelassen. Ich will tun, was sie wünschen. Aber ich sage ihnen offen,
es gefällt mir nicht von ihnen. Da können Sie haben, wie Sie wollen, Herr Trelawney, hat der Kapitän gesagt. Sie werden finden, dass ich meine Pflicht tue. Und damit hat er sich empfohlen. Trelawney, hat der Doktor gesagt. Entgegen all meiner Erwartungen glaube ich, es ist Ihnen gelungen, 2 ehrliche Männer an Bord zu bekommen. Der Mann und der John Silver. Silver, da gebe ich Ihnen recht, hat der Squire gerufen. Aber der unerträgliche Schwätzer? Nein. Ich erkläre Ihnen, ich halte sein Benehmen für unmännlich, unseemännisch und geradezu unenglisch. Gut, wir werden es sehen, hat der Doktor gesagt. Wo wir wieder auf Deck gekommen sind, haben die Leute bereits angefangen, die Waffen und das Pulver umzupacken. Sie haben bei ihrer Arbeit gesungen und der Kapitän und Stürmer Arrow sind dabei gestanden und haben sie beaufsichtigt. Die neue Anordnung ist ganz nach meinem Sinn gewesen. Der ganze Schoner war umpackt gewesen. Am Stern sind 6 Kojen eingerichtet gewesen, die früher zum Schlafraum der Mannschaft gehört haben. Und diese Kojen sind mit der Kombüse und der Vorderback nur durch einen Gang an der Pfortlukenseite verbunden gewesen. Es ist ursprünglich beabsichtigt worden, dass der Kapitän, der Arrow, der Hunter, der Joyce, der Doktor und der Squire diese 6 Kojen haben sollen. Jetzt ist bestimmt worden, dass der Redruth und ich 2 davon sollen bekommen, während der Arrow und der Kapitän auf Deck in der sogenannten Hundehütte schlafen, wo um so viel höher gemacht worden ist, dass man sie fast Deckshütte hätte können nennen. Natürlich ist sie trotzdem noch sehr niedrig gewesen, aber sie hat genug Platz geboten, um 2 Hängematten anzubringen. Diese Anordnung hat scheinbar auch dem Stürmer gefallen. Auch er hat vielleicht seine Zweifel in Bezug auf die Mannschaft gehabt, aber darüber kann ich nur eine Vermutung aussprechen. Denn wir haben, wie wir bald hören werden, nicht lange Gelegenheit gehabt, seine Ansichten zu vernehmen. Wir sind alle tüchtig an der Arbeit gewesen, das Pulver und die Koje an ihren neuen Platz zu bringen, wo die letzten paar Leute und mit ihnen der Long John in einem Hafenboot angekommen sind. Der Koch ist so gewandt wie ein Aff an der Schiffswand hochgeklettert und sobald er gesehen hat, was auf Deck vorgegangen ist, hat er gerufen: »Ho, ho, Jungens, was ist da?« »Wir packen das Pulver um, Jack«, hat einer geantwortet. »Ah ja, Gottverdammt«, hat der Long John gerufen. »Wenn wir das tun, versäumen wir die Morgenflut.« »Mein Befehl«, hat der Kapitän gesagt, kurz angebunden. »Ihr könnt runtergehen, mein Mann. Die Mannschaft wird die Nacht nötig haben.« »Jawohl, Herr«, hat der Koch geantwortet, hat die Hand an den Hut gelegt und ist sofort in Richtung Kombüse verschwunden. »Da ist ein guter Mann, Kapitän«, hat der Doktor gesagt. »Sehr wahrscheinlich, Herr Doktor«, hat der Kapitän Smollett geantwortet. »Fix, Leute, fix«, hat er den Leuten zugerufen, die das Pulver umpackt haben. Auf einmal hat er gemerkt, dass ich das Drehgeschütz angeschaut habe, wo wir mitten auf dem Deck hatten. Ein langer Messing 9-Pfünder. Da hat er gerufen: »Hey da, du Schiffsbub, weg dort! Gang zum Koch und mach dir etwas zu schaffen.« Während ich schnell zu der Kombüse gelaufen bin, habe ich ihn ganz laut zum Doktor gehört sagen: »Günstling will ich auf meinem Schiff nicht haben.« Ich kann versichern, ich bin vollständig der Meinung vom Squire gesehen und habe den Kapitän von ganzem Herzen gehasst.